So, neuer Versuch. Mo Audio-Interface rausgezogen und neu eingesteckt. Endlich. Das ist schon lustig, ne? Die ganze Zeit einwandfrei funktioniert, kaum geht's los, funktioniert's nicht mehr. Naja, aber wenn es jetzt hier geht, dann ist hier gut. So. Bandit. Generalschlüssel. Normal. Normal. Karl ist jetzt alles egal. Nur was jetzt halt ein bisschen blöd ist, jetzt höre ich das Spiel nicht mehr, ne? Das sagt ihr jetzt ab mit der Gaddings. The world was unformed, shrouded by fog. Oh, gucke. A land of grey crags, arch trees, and everlasting dragons. Ich bin auch mal gespannt. Then there was fire, and with fire came disparity. Ich bin auch mal gespannt, Heat, ob's Internet heute hält, life, weil and death. And of course, die letzte Woche, ne, die letzte am Samstag, da war es irgendwie zwischendurch einfach mal weg. from the dark they came and found the souls of lords within the flame. Nito, the first of the dead. Game. The Witch of Izalith and her daughters of chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight. Also ich höre gerade gar nichts. Yes, indeed. The dark sign brands the undead. And in this land, the undead are corralled and led to the north. So. Jetzt höre ich auch was. Gut. Dann gucken wir mal, ob wir langsam wo ins Spiel rein starten können. Und wie sich das Grazische dann jetzt darstellt. Also, wie gesagt, ich hatte jetzt am Samstag irgendwie ein paar Internetprobleme. Gestern hatte ich auch so ein bisschen Internetprobleme. Ich hoffe, dass heute der Stream erst nur aushält. Das mit dem Kratzige, das ist irgendwie komisch. Also, ich habe das ab und zu dann einfach so Halbsatz oder Wort, das ist dann kratzig und dann geht's wieder. Aber normalerweise ist das halt immer nur mal kurz und nicht die ganze Zeit. Und jetzt ist schon die ganze Zeit kratzig. Ich höre das auch. Aber gut. Also am Anfang dürfte es eigentlich erst mal keine Schwierigkeiten geben.
das hier nehmen wir weg. Warte mal. So. Nein. Das Gute ist, am Anfang ist es so einfach, das ist eigentlich gut für reinzukommen. So, Shortcut aufmache. Oh, thank goodness. I'm done for, I'm afraid. Das stört mich aber schon, das kratzt schon extrem, finde ich. Failed in no, So. Vielleicht wird sie besser, wenn ich das Mikrofon ein bisschen runterdrehe von der Lautstärke her. Gut. Oh. Sehr ein bisschen kurz gerot, ne? Ja, wenn die Akku wäre, ist halt auch immer schwierig. Das kann ich auch. So. Jetzt haben wir noch den Flitzebogemeister. Wir nehmen das ganze Kleinvieh hier am Anfang schön mit. Für die Seele. So, der erste Bossgegner für 5 Punkte. Eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass er hochspringt, genau. Tschüss. So, die ersten 5 Punkte haben wir doch schon mal. Ab zum Feuerbahnschrein. So. Also. Jetzt müssen wir mal überlegen. Wir gehen jetzt zuerst mal hier hoch. Und dann holen wir uns die Heimkehrknoche. Sehr stark gesprungen. Boom. So, zack. Einmal. Zweimal. So, hier sind die Heimkehrknoche drin. Hier gibt's Lloyds Talisman.
So, wir brauchen jetzt am Anfang halt zuerst mal ein paar Minuten, bis wir das ganze Equipment und die ganze Seelepäckchen und so eingesammelt haben, die wir brauchen. Das dauert halt kurz. Bevor wir dann richtig ins Spiel einsteigen. Aber das Problem ist, dieses Einsammeln, das hat schon ein, zwei tückische Stellen, wo es schnell vorbei sein kann. So, jetzt müssen wir hier langsam machen. So wäre ich im Training nur fast runtergefallen. So, ich hatte im Training versucht, das hier einmal quasi so am Stück zu machen. Das wäre fast in die Buchs gegangen. Deswegen machen wir das jetzt hier schön eins nach dem anderen. Nichts überstürzen. Das ist hier kein Speedrun, sondern ein No-Death-Run. So, jetzt holen wir uns noch den Zweihänder, wobei ich gar nicht so genau weiß, ob man den wirklich brauche, weil ich ein bisschen andere Ausrüstungsvariante jetzt gewählt habe. Aber besser Han und nicht brauche, als brauche und nicht Han. So, jetzt geht's ins Drachental. Und da ist schon quasi die erste Stelle, wo es vorbei sein könnte, wenn es dumm läuft. Das ist erst ein einziges Mal passiert, aber da hat quasi so Drache mich in den Abgrund gestoßen beim Rumdrehen, aus Versehen. Der Drache hat's gefreut, mich nicht. Es gibt hier wieder nichts Schlimmes als scheiß Audio. Aber ich weiß jetzt leider nicht, wie ich das auf die Schnelle gefixt kriege. Normalerweise kommt das, ist das halt wirklich immer nur so ab und zu mal bei einem Satz, bei einem Halbsatz. Aber gerade ist halt relativ viel. Ich hatte am Wochenende quasi Mode Vorverstärker getauscht, in der Hoffnung, dass es dann besser wird. Gut, ist halt dann die Frage, ob es vielleicht wie dem Vorverstärker schlechter ist. So, jetzt kommen wir gleich zu der Stelle, wo es in die Buchs gehen könnte. Normal, ich habe das im Training zweimal probiert, eigentlich kein Problem. Aber das sind jetzt andere Regeln am Start als im Training. So, jetzt holen wir uns das Schwert. Normalerweise dürfte das kein Problem sein.
Wir müssen nur sachte machen. So. Jetzt wird spannend. Das hat mich schon bös traumatisiert gehabt. So, hier mit dem Schwanz. Ja, fast wäre es wieder basiert gewesen, weil er am Flügel hängen geblieben ist. Der Dabbes. Ist mir direkt wieder das Herz bis in die Hose gerutscht. So, jetzt geht's hoch nach Dark. Also Dunkelwurz. Ich weiß gar nicht, wie heißt das auf Englisch? Dark Root. Oder so ähnlich. Also Dunkelwurz. Schön das Leuchtfeuer anmachen. Nicht hinhocke, wenn es geht. So, jetzt. Next Sollbruchstelle. Der Black Knight hier vorne. Den müssen wir jetzt mal kurz triggern. Komm bitte mal hier vor. Ich trau mich nicht. Komm jetzt! Sehr stark. Nein! Ja. Das erste Mal, wo der Depp dann auf der Axt stehen bleibt! Das erste Mal, wo er auf der Axt stehen bleibt! Also, ich mach jetzt noch einmal. Einfach nur um zu zeigen, dass ich's kann. Es ist so traurig. Es war so klar, das war schon, hat schon angefangen. Welche? Hier schön Audioprobleme. Noch immer Audioprobleme. Dann habe ich nichts gehört. Aber was soll ich denn jetzt machen? Ich tue jetzt nicht nur 25 Minuten das Stream beende. Das hat schon bei dem oscherischen Drache angefangen, dass der mich so irgendwie am Flügel so weggeschoben hat. Ja, so hat er schon angefangen. Und jetzt schon klatschnass geschwitzt. So. Jetzt habe ich den Vorverstärker noch mal getauscht. Vielleicht wird es dann soundtechnisch noch mal ein bisschen besser. Hoffentlich. Es ist nicht zu glauben.
Bleib stehen jetzt. Jetzt bin ich angepisst. Jetzt kann es ja eigentlich nur schlechter werden. Normal macht dieser dumme Black Knight Schritt nach vorne, dann kann man schön vor ihm vorbeilaufen. Ja, ja. Ja, wenn das die Generalprobe war, dann muss ich das jetzt packen bis zum letzten Bossgegner und die 300 Punkte voll mache. Nicht zu fassen. Ich mache sich alle gar lustig über die 5 Punkte Donny. Das war wohl die 5 Punkte Andreas, ne? Warum springt denn der jetzt nicht mehr? Trinken wir mal was. Sicher ist sicher. Sicher ist die Mutter der Porzellankiste. Stark, wie ich unter seinem Bobbes durchgerollt bin, gell? Oh, so schwach. Kaum geht's um was, schon läuft nichts mehr. Der Ton läuft nicht. Zumindest nicht so, wie ich mir das vorstelle. Die Ausweichrolle funktioniert nicht. Das Moveset von der Gegner funktioniert nicht. Traurig, traurig, traurig. Wir nehmen ein bisschen Ballast ab, dass wir agiler sind. Ach, wie schwach. Warte, das du nimm mehr mit. Der Sprung. Eigentlich kenne ich mir immer behalle, dass die erste 2 Kisten da statt nicht dran gehen braucht. Und dass erst bei der 3. Kiste interessant wird. Ich persönlich, ja, an der Ecke bin ich normalerweise auch nie hängen geblieben. Also ich persönlich brauche für diese Leute Talismane nicht. Aber theoretisch kann man mit denen diese Mimics einschläfern und dann kann man denen quasi so, ich glaube, eine helle Bade, eine krude helle Bade aus dem Kreuz leiern, wenn man nur an Londo kommt. Das ist irgendwie so eine Mechanik, du musst mir irgendwie, keine Ahnung, sagen wir mal, 3 Mal so eine Mimik, 3 Mal so Mimik einschläfern und wenn du dann das 4. Mal in Anor Londo und dann kriege ich diese krude helle Bade.
Es ist so traurig. Ich habe zu dem Zeitpunkt schon nur 3 Leute zugeguckt. Das heißt, alle, die jetzt neu dazukommen, denen können wir jetzt sagen, das ist quasi jetzt erst der Lauf der Läufe. Ah, fuck, ich bin falsch gelaufen, oder? Ne, ich war richtig gelaufen. Ah, müssen wir nochmal ans Feuer. Ich habe gedacht, ich habe da vorne dieses Seelepäckchen vergessen, aber das habe ich schon. Das andere hier, das stimmt ja eigentlich auch schon wieder. Wir können eigentlich auch gleich mal die paar Seele, die wir haben, schon mal reinvestieren. Ja, da unten, das haben wir ja schon. Hinter dem Steg durch, auf die Treppe, Abfahrt. Die eigentliche Stelle, vor der ich Schiss gehabt und die ist ja noch, also die wäre ja eigentlich erst noch kommen. Achso, mir wollte ja eigentlich noch aufleveln, ja. So, mir wollte ja jetzt gleich Artorias Schwert benutzen. Das hat quasi standardmäßig 80 normale Schade und 80 Magie-Schade. Skaliert, ich glaube C, sowohl auf Stärke als auch auf Beweglichkeit und auf Wille. Wille machen wir auf jeden Fall nicht mehr wie 14, das ist das Minimum, was man braucht für das Schwert. Und Stärke und Beweglichkeit brauchen wir jeweils 10. Das steht irgendwo, eigentlich macht das auch noch Heiligschade. So als Hilfsschade, wie das heißt, aber keine Ahnung, also ich hatte in irgendeinem Training mal ausprobiert, diese Tote, also diese Skelette zu bekämpfen, das hat nicht funktioniert, glaube ich. Oder ich war zu dumm dafür. Wäre beides möglich. Den Dodin übersehe ich immer, ne? Ich weiß auch nicht so genau. Der hockt hier eigentlich genau da auf der Ecke. Das wäre jetzt noch die Krönung gewesen, vergesst die Generalschlüssel in die Packe oder so. Hier von der Brücke runtergefallen. Keine Ahnung, ich habe die Stelle bestimmt 4 oder 5 Mal geübt. Jedes Mal funktioniert. Der hat mich zwar auch schon einmal getroffen, war aber nicht weiter schlimm, weil der zieht mir dann zwar relativ viel ab, aber wenn ich dann hier weiter hochlaufe, dann bin ich ja auch safe. Aber dass er mich da jetzt von dieser scheiß Klippe runterknüppelt, das ist vorher noch nicht ein einziges Mal passiert. Das hat schon damit angefangen, dass der quasi einen Schritt weiter nach vorne gegangen ist, als er das normal gemacht hat immer. Und bei dem dummen Drache war es ja auch irgendwie Sau, ne?
Ja, so laufe ich du nochmal durch. Du bleib ich am Camp. Flügel hänge gar nichts. Ey, jetzt komme ich an die Stelle. Jetzt habe ich direkt schon wieder rostig unerwäscht. Ich sag's euch. So. Ist der jetzt getriggert? Komm jetzt! Ja, sehr genau so läuft das normal immer. Normal sticht er noch nicht immer zu, weil er noch am Drehen mit Drehen beschäftigt ist. Kenn ich mich aufrege. Wo ist er dann jetzt? Er muss doch da, ach, da unten läuft er rum. Fällt mir nichts mehr in, ey, ohne Scheiß. So, du musst da jetzt quasi das Dofi sind. Stark. So, jetzt organisieren wir uns noch das Graswappeschild. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen, wenn jetzt dieser Ritter hier wieder so ohne rumflitzt. Man konnte sich dort auch irgendwo runterfallen lassen. So war das jetzt erstmal nicht gedacht. Das war eng. Muss ich jetzt fairerweise zugeben. So. Jetzt rüsten wir das Graswappenschild aus. Der Heimkehrknorre lehnen wir ab. Poppe ein paar Seele. Jetzt rast mein Herz direkt schon wieder, weil der eben noch so fast nur mal erwischt hat. Das Problem ist, dann wird dieser Heimkehrknorre quasi unterbrochen. So. Jetzt müssen wir aufsteigen. Wille 14, Beweglichkeit 10. Ne, Beweglichkeit brauchen wir 14. So, und jetzt können wir nämlich noch den Bogen ausrüsten. Für das Schwert brauchen wir 10, für den Langbogen brauchen wir 14. So, das wäre jetzt auch wieder so glorreich gewesen, ne? Hier schön der Aufzug runtergestürzt.
Ey, die Pumpe rast jetzt schon wieder, wenn ich an die nächste Stelle denke, wo ich hin will. Jetzt wollen wir uns eine Fürstenseele holen. Normalerweise rennt man durch und nimmt die Heimkehrknorre. Das ist aber mal Schiefgang bei mir, weil der irgendwie standardmäßig hier immer auf Nein steht und bis ich dann in der Hektik mit der Maus auf Ja gemacht habe, also ja bitte reisen, haben mich die Kollegen getroffen. Das war doof. So, 96 Schade mache ich da. Den lassen wir nicht, dass ich da hinterher runterfalle. 120 ist schon mehr. Ich meine, Kleinvieh macht auch Mist. Deswegen nehmen wir die 24 Seele von denen Lappe hier mit. Ach, ist noch eine. Ich habe richtig Herzrase gehabt. Ich traue mich nicht, weil der so nah am Abgrund hockt. So. Der Wanderfluch. So, jetzt wieder Risiko. Normalerweise geht das, also es müsste eigentlich klappen, aber wow, macht locker. So. Jetzt trinken wir mal vorsichtshalber, dass wir schön volle Energie haben. So, warte mal, wo bin ich denn jetzt? Ah, hier muss ich lang. So, jetzt kommt quasi die eigentliche eklige Stelle, weil hier sind quasi 3 von denen Gespenster. Und das Blöde ist, die triggere erst, wenn ich hier weit genug vorgehe. Und die kommen halt jetzt alle auf Elmo. Dann gehen wir lieber mal vor, wo wir ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit haben. Ja. Wenn sie so alle 3 hintereinander stehen, ist halt schon riskant, ne? Schloch. Mir ist es halt so lieber wie mit diesem Heimkehrknorre, weil ich beim Heimkehrknorre, also echt, also ich zeige euch das gleich mal. So, dorthin ist quasi die Fürstenseele, die ich haben will. So, und wenn ich jetzt hier drin stehe und der Heimkehrknorre nehme und das nicht hundertprozentig klappt, dann kommen die halt zu dritt von diesem Steg hier auf mich drauf und dann bin ich dort hinten geklemmt und dann geht gar nichts mehr, dann bin ich tot. So, und deswegen ist mir so dann lieber, ich meine, es gibt ja auch noch ein paar Seele, die sind halt eigentlich ein bisschen stark jetzt noch für mich, aber wenn man sie so ein bisschen einzeln macht, dann geht das eigentlich. Man hätte jetzt auch keine Heimkehrknorre nehmen, klar, aber ich würde sagen, man weiß nie, für was man die mal gebrauchen kann, sparen wir uns.
Dann haben wir nämlich jetzt schon direkt flächige +1. Das ist sehr gut und sehr wichtig. Ja, hier ist richtig, ne? So, die ist halt sehr gesprächig, aber solange die meine Flasche aufwertet, ist mir das alles recht. Und jetzt beginnt ja eigentlich erste No-Death-Run. Ach, wie schwach. So. Samu, du gab's doch irgendwo auch noch so Brandbümpsche. Hier irgendwo in der Eck oder so. Wo waren das? So hinne, ne? Es ist hier nicht so, als kenne ich den Scheiß hier nicht in- und auswendig. Aber das hat das Spiel halt auch einfach so an sich, dass das so alle Nase lang einfach nur was komplett anders macht, wie sonst immer. So, und dann wirst du vom Drache, vom Flügel irgendwie so fast runtergestuppt. Und dann macht der Black Knight einen Schritt weiter vor, wie er das normal macht und knuppt dich da runter. Ja. Die Stutzen nehmen wir mit. Ach, Streitachs. Das ist so traurig. Das ist einfach so traurig. Wow, 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 mach Schlogger. Tschüss. So. Hier drin gab es, glaube ich, nichts. Es ist so schlimm, ey. Tut mir wochenlang übel. Hier ist ach manchmal komisch. Du kommst von... Ah, ne, warte, ohne war das Ding. Du kommst von irgendwoher, kommt du immer noch einer hin und runter gehupst. Aber irgendwie ach, nicht immer. Wow, Alter. Mach mal langsam. Gucken, wie sie hängen, ne? Wie bestellt, nicht abgeholt. Ja, da sind wir mal Pfeile, jetzt aber eigentlich zu schade dafür. Tschüss. Tschüss. Kaum will ich zuschlagen, holt er aus. Und vorher guckt er zu. So was hat man da aufgeschrieben. 13, 14, 15, 14. Na gut, wir gucken mal.
eigentlich können wir jetzt schon sparen für Astorias Wappen, weil hier brauchen wir ja 20.000 Öcke. Die haben wir natürlich nicht. Hier war irgendwie was drin, was man nicht brauche. Genau, Soulschild. Gut, dann holen wir uns mal das Leuchtfeuer hier. So, hier den zuerst Pulle, das ist immer ganz wichtig. Weil wenn du jetzt dort hochgehst, kommt der. Ah, Freitod, geil. So. Na, komm. Komm. Ja, da ist er doch. Er kennt auch die Unwarte auf den, oder? Nein! Der geht doch. Vor denen Dritte habe ich auch immer Angst, weil die funktionieren irgendwie nicht immer. So. Jetzt brauchen wir zuerst mal Pfeile. Gegenstand kaufen, Pfeile, Standardpfeil. 80 Uhr für den Anfang. Ja, wir können doch direkt 100 holen. Thank you kindly. Gone mad. I mean, Tschüss. little Uchigadana. So. Numero uno. Numero 2. Wurfmesser. Die sind eigentlich auch ganz geil. Die möchte ich viel öfter auch mal benutzen. Die sind wirklich streckeweise ganz geil. So, da hinten gab es, glaube ich, die Armbrust. Genau. Jetzt muss ich nur dran denken, jetzt wenn ich hier runter springe, das ist auch irgendwo Gegner. Ist der jetzt rausgegangen? Kommt der jetzt nochmal, oder? Okay. Die müsste ich hier kaputt gemacht haben hier, oder? Ja, genau. So, jetzt gucken wir mal hier. Was haben wir jetzt? 13, 14, 14, 14, 14. Stärke machen wir mal 15. So, jetzt haben wir eigentlich so die
die Level, die ich gern hätte. Für alle Gegner, die jetzt so kommen, bis ich dieses Artorias Wappen habe. Und alles andere dann quasi danach. So, der Do kommt doch nochmal auch als du hochgeschlappt. Jawohl. Komm her. Stark. Der was Falle gelost. Nee. Meistens ist es aber auch nur Rotz, was der fallen lässt. So, jetzt, also aus meiner Sicht dürfte jetzt eigentlich erst nur die nächste Zeit nichts passieren. Ich meine, kann immer mal so einer so ein bisschen aggro werden. Muss man halt ein bisschen aufpassen. Aber eigentlich sind wir da jetzt relativ safe. Nur in der Ecke gab es nichts. Schade. So. Normal laufe ich ja auch als hoch und nehme sie alle 3 auf Amo, aber wir haben jetzt eh schon schlechte Erfahrungen gemacht. Stark. Der Schnitzler war geil, muss ich echt sagen. Nein! Wie soll ich dann jetzt so dran kommen? Das wäre bestimmt irgendwie Feuerbombe gewesen. So, waren hier Gegner drin? Nee, ne? Tschüss. Wenn wir eh schon mal dabei sind. Ne, ich als Schild nur Pfanne gehabt. Stark. Ja, jetzt trinkt er was. Wow. Auf Wiedersehen. Sehr gut. Jetzt kommt hier oben noch der Armbrustmeister. Boah, Hanni stehen alle weil die Kniescheibe raus operiert. Geil. Ach, da ist hier noch einer zurückgeblückt. Der hat die Stellung gehalten, ne? Da hat er aber am schlechten Moment das Schild weggenommen, ne? Jetzt kommt der Black Knight. Der sollte aber eigentlich kein Problem sein. Wobei auch der hat manchmal ganz besondere Ideen, was er jetzt wohl anders machen könnte als die 20 Durchgänge davor. Und dann wird es auch manchmal ein bisschen tricky. Aber eigentlich ist der ganz gut machbar. Mit der Arschbohrer-Taktik. Wow.
war schon wieder eng, ne? Arschloch. Jetzt hauen wir lieber mal ab. Irgendwann werde ich die Luft verliere. Das liegt aber auch dran, weil ich nicht weiß, warum der hier jetzt zum Beispiel kein Backstep macht. Ich will mich nicht hinhocken. Ich will nur diese scheiß Nachrichten weghören. Eigentlich gefällt mir das jetzt nicht, ne? Dass ich dieses Black Knight bekommen habe. Weil in meiner Welt ist jetzt die Chance, dass der andere Black Knight die helle Bade droppt, deutlich geringer. Was mich dann ärgere wird, weil die hätte ich viel lieber wie dieses Black Knight von dem Ritter. Wow! Alter, wo kommst du dann her? Hast du wahrscheinlich auch gedacht, vorhin hat er mir da Pfeil ins Gesicht geschossen. Das passiert mir jetzt nicht mehr. Jetzt laufe ich direkt hin, ne? Ja, ist ein Fehler. Ich darf jetzt nicht versuchen, schnell zu machen. Stark. Ich muss nach wie vor langsam nacheinander erinnern um andere. Hä? Will ich mir jetzt erzählen? Ich hätte schon 100 Pfeile weggehauen. Ah, scheiße. Ich habe die Federpfeile genommen. Das ist natürlich jetzt blöd. Sauft der da unten. Nein, tritt doch bitte mal dieses Schild weg. So wollte ich das machen. Ja. Boom. Noch einmal. Jetzt ich. So, wir holen jetzt nur noch da unten diesen Ring. Den brauchen wir zwar normal nicht, aber wir können ihn ja trotzdem mal ausrüsten. Vielleicht rettet der mal irgendwann uns der Arsch, bis wir bessere Ringe haben. Was relativ schnell der Fall sein wird. Der muss hier schon mit runterkommen. Der Havelinho machen wir erst später. Jetzt kommt hier oben der Taurus. Ne, wie heißt der? Heißt der Taurus-Dämon?
So, eine kleine Scherbe, das ist schon mal ganz geil. Jetzt müssen wir hier nur die Waffe wechseln. Wir nehmen das Uchigatana, den Fluch machen wir weg und rüsten das Goldharz aus. Das Schild brauchen wir jetzt erstmal nicht. Ich bin nicht weit genug gelaufen, Jungs und Mädels. Kannst du ein bisschen schneller gehen? Tschüss. Easy. Guck mal, die Streitachse, die habe ich ja jetzt mehr als oft genug quasi. Wo ist dann mein Schwert jetzt? Hier. Jetzt gehen wir da unten zu dem Kollege. Ich weiß jetzt nicht so genau, für was es gut ist. The way up is bleak. We are amidst the flow of time itself. So, jetzt gehen wir ein Schrittchen hier rein, dass der Drache kommt. Sehr schön. Ach, schade. In irgendeinem Trainingsrun haben die Domo hier lauter kleine Scherbe fallen lassen, die ich extrem gut gebrauchen konnte. Hier war quasi Shortcut. Boom. Also ich würde Havel mache ich lieber erst später. Jetzt holen wir uns noch das Dracheschwert. Wir brauchen das eigentlich nicht, aber ja, man weiß ja nie. So, dann geht's quasi weiter zu diesem Nashorn, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das ist eigentlich auch kein Problem. Und dann geht's zum André. Und die Gargoyles sollte eigentlich auch ganz gut machbar sein mittlerweile. Und nach den Gargoyles holen wir uns Astorias Wappen und die Steinrüstung. Und dann könnten wir den Schmetterling machen und den Hinterhofgangster, Capra Demon oder wie er heißt. Beim Capra Demon, da mache ich so gemischt die Taktik. Ich bereite das ein bisschen vor
mit Brandbombe und dann gehe ich rein und gebe den Rest. Wäre eigentlich nicht nötig, weil den packt man eigentlich, wenn man die Steinrüstung und so anhat, eigentlich auch so ganz gut. Aber der Weg zu dem ist halt auch ein bisschen tricky. Die Gegner, die sind zwar eigentlich nicht so gut, aber das sind halt mehrere auf einmal und die können dich dann quasi so von hinten, können die dich, so meucheln. Das ist halt extrem eklig. Würden sie einfach nur runterfallen, ey. Komm, wir trinken mal was. Sicher ist sicher. Ey, ich bin hier echt bei diesen ganzen Dingern hier, wo es so am Abgrund ist, ne? Ich bin ja jetzt schon 50.000 Mal durchgelaufen. Ja, ist klar. Aber ist halt trotzdem immer ein bisschen, Das wird jetzt natürlich auch extrem spannend, weil ich jetzt hier vergiftet bin. Besteht natürlich die Gefahr, jetzt hier drauf zu gehen, weil ich nichts habe, ums Gift wegzubekommen. Ne, ey, bleibst du bald oben. Es ist mir jetzt echt ein bisschen zu riskant. Habe ich hier ich habe nämlich nichts gegen Gift dabei noch, ne? Ich gehe lieber zum Leuchtfeuer. Weil das nächste Leuchtfeuer das ist ja erst beim Andreh, das ist schon noch ein gutes Stück zu Lave. Und bevor wir dann kurz vor Schluss irgendwie die Flasche ausgehen, machen wir das lieber so. Das ist mir eigentlich auch, also schon ewig nicht mehr passiert, dass die mich dort hier unter Gift setze. Bleibt an der Mauer hängen, bitte mal. Jetzt dreht er sich um, der Dollbohrer. Ich treffe mich mal halt schon irgendwie, ne? Ey, wie dumm kann man eigentlich sein? Wie kann man den einfach nie treffen? Ich hab so Schiss hier an der Stelle.
So. Ich weiß noch immer nicht, wie ich mich da eben vergiften konnte. Ich hatte eben auch das Schild oben. Also, das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Aber jetzt sind wir frisch. Frisch, fromm, frei, fröhlich ans Werk. So, das hätte man geklärt. Ich würde gern zuerst die Kollege hier machen. Ohne anvisieren. Tritt doch bitte. So, und dann kommt so der hochgerannt, klar. So, das müsste eigentlich gewesen sein hier. Schnappen wir uns hier den Knorrschädel. Wo ist der dann jetzt? Hier. So. Speicher. Nein! Gott sei Dank war er schon tot. Ist jetzt ein bisschen schade, der hat jetzt hier nichts fallen gelassen. Wow, Alter. Aber es macht nichts, weil das, was er fallen lässt, brauchen wir eh nicht. Ah! Fahrstädtchen getroffen. Ich will hier eigentlich nicht so weit rein. Hier links, rechts. So, jetzt warte auch noch eine. So. Sehr schön. Könnten wir die Schädel hier eigentlich noch mal ablehnen. So, dann holen wir uns noch hier die Seele. Sehr schön. So, jetzt sind wir gleich beim André. So, zuerst schnappen wir uns den Kollege hier. Mit einem schönen Arschbohrer. Dann tun wir den hier inladen, zu uns zu kommen. So, dann machen wir zuerst den hier. So. Jetzt müsste der doch eigentlich langsam hierher kommen.
So, dann kann der hier hoch, bitte. Komm mal ein bisschen vor, du, hopp. Da ich um dich drum herum tänzeln kann. Sehr gut. Wow, so viel Schaden macht er. Da habe ich gerade nicht damit gerechnet. So, jetzt gehen wir mal zum André. Ans Leuchtfeuer. So, Aushöhlung umkehren. Und bitte einmal entfachen. Ach so, ist Nashorn. Markieren. So. Dann gucken wir, dass wir den Kollege hier geholt bekommen. Das kann halt auch nochmal, also normales kein Thema, aber wenn er dich halt trifft, ist halt auch schnell Schicht im Schacht, ne? Wow, das war knapp. Dieser Bärnecke-Neid hier, ich glaube, der gibt auch, oder? So, wenn wir jetzt eh schon hier sind. So, der gibt 8 Punkte. Der Do steht weiter vorne, oder?
Arschbohrer sind immer Gold wert. Die hier sind eklig. Der hier und sein Kollege, die du teilweise rumlaufe. Weil, also erstens mache die sau viel Schade mit ihrem dummen Dege. Und dann kenne die Parry mit ihrem scheiß Parry-Schild. So, der Kellerschlüssel, den brauchen wir. Shortcut öffnen, den brauchen wir in der Regel nicht. Die helle Bade brauchen wir aber. Für die Gargoyles. Und jetzt kommt tatsächlich eine blöde Stelle aus meiner Sicht. Ah, stimmt, da war auch noch einer, den hätte ich jetzt fast vergessen. So. Wäre geil, wenn wir den auch noch irgendwie ein bisschen backsteppen könnte. Jawohl. Geil. Kleine Scherbe sind immer gut. So, alles, was wir hier schon mal aufgeräumt haben und nicht bekämpfen müssen, ist auf jeden Fall auch schon mal was wert. Wow, alle weit kommen sie schon. Scherze doch schon. Zackere. Das ist tatsächlich auch eine sehr dumme Stelle. Weil dort viel auf Ammo komme. Das ist zwar alles Fallobst, aber wenn die Aggro haben und so richtig abgehe und dann werde halt auch gesteckert und gemacht und dann gibt es kein Vorwärts mehr. Also tatsächlich eine sehr dumme Stelle. So. Wo kommt der? So, komm schön hierher. Ja, geil. Schöner Backstep. Schön der Arschbohrer. Schön perforiert. Geil. Wenn ich mich richtig entsinne, gab es hier hinten noch Menschlichkeit. Guten Tag. Bist du fertig? Ja, bestimmt. So, der kommt ja jetzt quasi zum Feuerbandschrein. Und ich will den Ring von dem haben. Deswegen gehen wir jetzt zum Feuerbandschrein. Und dann kicken wir den der Abhang runter. Das hat außerdem noch folgenden Vorteil. Also wenn der jetzt dort unten ist, ja,
Und dann bringt der irgendwann unser Freundin da unten um, die uns unser Flächelger auflevelt und das Leuchtfeuer wird deaktiviert. Das heißt, wir müssen den vorher umbringen, damit das läuft. So, das ist immer ein bisschen tricky, weil wir müssen den treten. Jetzt müssen wir raus und nochmal neu rein. Und dann liegt dort quasi dem Seilgraben. So. Estos Flakon verstärke. Und durch das Rein- und Raus-Tappe ist es tatsächlich so, dass die Gegner nicht mehr dosen, also können wir uns da hinhocken. Und noch eine Flasche mehr holen. Und bevor man jetzt dort weiter hochgeht zu den Gargoyles, müssen wir eh nochmal zum André. Weil wir leveln jetzt, ich kann schon nicht sprechen. Wir leveln jetzt die Hellebarde auf. Und dann haben wir die Hellebarde, das machen wir dann noch Goldharz drauf und dann müsste eigentlich die Gargoyles ruckzuck das Zeitliche segnen. Hoffentlich. Eigentlich. Theoretisch. Tag. Also. So. Gegenstand kaufen. Ich bin der Meinung, Hellebarde plus 4 reicht, dann können wir uns noch ein bisschen Geld sparen. Don't get yourself killed. Wo kommt denn der jetzt her? Wir hätten uns jetzt natürlich mal hinhocken können, damit die Lebensleiste wieder voll ist. Aber so, komm, tu mal du gleiche Fläche nehmen. Wenn alles nach Plan verläuft, brauchen wir die EK-Flasche. Das war schon sehr knapp. Der hat quasi schon wieder sein Parry-Schild im Anschlag gehabt, Ese. Er war ein Ticke zu langsam. Jetzt rüsten wir vielleicht schon einmal die Hellebarde aus. Die müssen wir halt zweihändig nehmen. Dann nehmen wir dann vielleicht doch besser erst oben. Weil wenn jetzt hier die ganze Gegner kommen, dann haben wir zumindest nur noch ein bisschen die Chance, wenn wir klicken, mit dem Schild was zu blocken.
ist so nervig. Stark. Nein! Ja, ja, das ist es nämlich, ne? Ja, aber genau das habe ich gemäht, ne? Wenn die dann zu dritt oder zu viert hintereinander stehe und loslehe. Dann ist du ruckzuck Schicht im Schacht. So. Hellebarde. Goldharz. Ich habe jetzt schon wieder Puls, ey. Uah. Warum ist dann mein scheiß Ausdauerleist so leer? Shit, jetzt bin ich im Arsch. Jetzt bin ich im Arsch. Jetzt bin ich im Arsch, ihr Leute. Mein Herz. Mein Herz rast. Aber ich hab's gepackt. Ja, die Hellebarde scheint mein Ausdauerleist schon schnell zu leeren, ne? So. Jetzt also jetzt holen wir Astorias Wappe, um die Tür da unten aufzumachen. Und wir versuchen unser Schwert aufzuleveln.
formuliere es mal so. Ich hätte jetzt nicht beide auf Emo gebraucht. Ich hatte in irgendeinem Trainingsrun, hatte ich ja mal der André umgebrungen. Und dann habe ich festgestellt, dass der quasi diese große Glut bekommt. Und dementsprechend... Also um die Waffe entsprechend aufzuleveln auf plus 10 und 50 und so. Und dementsprechend... habe ich dann für mich entschieden, dass es vielleicht doch hier so gut Taktik. Na, komm schon. Dieses Scrolle ist so verbuggt. So, Kollege, ich hätte jetzt gern Arturias Wappen. Außerdem Waffe verstärken. Hier. Plus 1. Plus 2. Was brauche ich dann, um dieses Schwert hier? Ah, du brauchst 8 Punkte Titanit. Ja gut, du brauchst 20, 18. Don't get yourself killed. So, jetzt könnte man hier theoretisch noch A-Level bestimmt aufsteigen. Das würde ich jetzt mal in Vitalität investieren wolle. Und dann holen wir uns jetzt die Steinrüstung. Hier kann es auch schief gehen, weil manchmal tut er da einen ganz komischen Sprung an den Tag lege und mich aufspieße. Das macht er quasi nie, aber Amo hat er es gemacht. Oh, das ist mir irgendwie ein bisschen zu riskant dort, genau an der Kant. Ja, komm wieder ein bisschen davor. Ich hasse das auch, ne, wenn man quasi Gegner irgendwie in den Abgrund stupst oder so. Und die haben noch den Fokus. Und dann ruckzuck bist du quasi mal hinterher gehupft. So, wo war dann? Hier war noch irgendwo so Seelepackelche. So, hier müssen wir jetzt mal kurzzeitig die Beine in die Hand nehmen. Wir machen mal den Forest Gump. Nein!
ich habe immer so den Eindruck, als würden sie hier nicht drin kommen. Aber so hundertprozentig sicher bin ich mir damit nicht. So, wenn wir jetzt diesen Eid abgelegt haben und dann greife uns die Kollegen nämlich nicht mehr an. And here, take. Warte, der Ring nämlich auch noch. And here. If thou. If. But. So, und jetzt holen wir uns hier nämlich die Steinrüstung. Die müsste hier sein, ja. So, dann zeige ich euch noch was. Das führe ich aber nicht aus, weil ich bin nicht bei der Probe nur gestoppt. Das machen wir jetzt nicht. Und ich weiß ja nicht, ob es überhaupt was, also ob es überhaupt so viel bringt. Hier ist so der Ninja. Den können wir da runterstuppen und dann kriegen wir von dem irgendwo Holzring. Und mit diesem Holzring haben wir quasi besondere Rolle, das ist so ähnlich wie so Flickflack-Roll. Und die ist wohl ein bisschen besser als die Normalrolle hier, ja, als die hier. Aber, also erstens wäre dann hier wieder alle Gegner aggro auf uns. Das ist schon mal blöd. Und zweitens bin ich da quasi dem hinterhergefallen in den Abgrund. Und das brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht, wollen wir nicht. So, und jetzt machen wir den Schmetterling. Bevor wir den Schmetterling machen. Geil. Tun wir noch hier die Kollege machen. Stark. Noch besser. Ach, Herrgott, noch Mo. So. Jetzt, ihr Leute, du mal wieder renne, was das Zeug hält. Lasse alles links und rechts liegen. Renne hier hoch. Warte, bis die Bäume nur kommen. Die machen wir nämlich kaputt. Nein! Jetzt bin ich tot, oder? Ja. Das war's, Leute. Das war's. So unnötig mit der Mo. Der Schmetterling wäre auch kein Problem gewesen. Also der Nordestran ist jetzt halt vorbei. Ich renne jetzt trotzdem noch mal da drunter, weil den Schmetterling will ich jetzt noch machen. Aber naja. 27 Punkte ist sie schon mal mehr wie 5. Aber weit von den 100 entfernt, die ich gern gehabt hätte. Ich verstehe auch nicht, warum der diesen nur vorne Stoß immer vorbei macht, obwohl ich die Gegner anvisiert habe. Schwach, schwach, schwach. Es wäre fast schon der Abgrund gelaufen. Eigentlich alles wie am Schnürchen gelaufen gerade.
Ja, aber das hast du dann davon, wenn du quasi zu offensiv bist, ne? Einfach kurz gewahrt, nochmal die 3 Stufen hochgegangen. Er muss halt auch sagen, ich war halt auch geil auf die Seele, auf die 200 hier, ja. Weil wenn ich einfach hier hochgegangen wäre, ich glaube, dann hören sie mich ja irgendwann auf und gehe wieder weg. Zumindest habe ich irgendwie in Erinnerung, dass sie nicht bis ganz hier hochkomme. Weil der Schmetterling, das wäre auch nochmal 5 Easy-Punkte gewesen. Der Havel wäre noch 3 Easy-Punkte gewesen. Der Kappa-Demon wäre noch Easy-Punkte gewesen. Ja, 27 Punkte ist halt schon schwach. Und eigentlich sind sie nur 5. Irgendwann machen wir Normal No Death Run. Aber der ist jetzt erst mal vorbei. Jetzt machen wir nun irgendwann noch was anderes. Ich weiß noch nicht so genau was. Pflanz dich doch jetzt bitte hier nochmal hin. Plattborn wäre doch eine gute Idee. Könnten wir doch mal Plattborn spielen, dann muss ich aber hier irgendwie die PS4 aufbauen. Und dann... Man könnte natürlich auch Clear Expedition spielen. Also ich habe eigentlich den Titel abgeändert auf... Oh fuck, das habe ich nicht aufgepasst. Ich habe eigentlich den Titel abgeändert auf No Death Run. Zumindest hier bei Twitch, bei YouTube kann... Ja, du bist bei YouTube, ne? Das habe ich glaube ich vergessen, das stimmt.
Komm, renn du vor. Das ist halt schon, ne? Also wenn man sich das nur so anguckt, eigentlich beide Bossgegner tut man oft gar nicht so sterben, sondern eher so bei dem Clayvieh. Gut, man muss jetzt fairerweise sagen, vielleicht, und ich glaube, so hatte ich es auch in meinem Word-Dokument stehen, wäre es auch sinnvoll gewesen, vorher zum Capra-Demon zu gehen. Weil man hat ja schon gesehen, dass dieses Gebiet vielleicht auch noch ein bisschen nur mehr zu großförmig ist. Sonst wäre ich kein One-Hit gewesen. Kann ich nicht nur mal an die Dings dran machen? Nein, ich wollte eigentlich nur das Schild rausholen und nichts trinken. Macht ja auch noch was anderes. Gut, auf der anderen Seite, den Dinger kann ich halt ganz gut ausweichen. Den andere Geschosse hier, wenn er so 5, 6 Ammo macht, das kriege ich irgendwie meistens nicht hin um Ausweichen. Die Folge-Aim aber glaube ich auch irgendwie. Pflanzt er sich jetzt vielleicht noch mal hier an die Brücke dran, da er sich in die finale Stoß geben kann. Ah, wie kann man dann so nervig sein jetzt? Ah! Ich hab gedacht, er wäre schon tot. Hat er noch einen Millimeter gehabt oder so? So, dann gehen wir mal da oben den Kram holen. Und zwar, das ist die A-Glut für den André. Und es war noch irgendwas. Ah, der Wachturmschlüssel. Tja, ihr Leute. Schwache Performance, muss ich sagen. Das müssen wir irgendwie bei Gelegenheit doch noch mal wiederholen. Ich bin nicht zufrieden mit meiner Performance. Aber ja, man sieht halt einfach die kleine Hutzekrutze. Das sind die eben das Leben schwer machen. Und nicht etwa die Bossgegner. Also jetzt hier dieser Schmetterling. Es ist halt easy peasy. Ja. Aber die kleine Gegner, das sind die eben wehtun dann. Ja, dann denkt man auch immer so, ah jo, ja, was, der hat ja nichts drauf, das ist kein Problem, den machen wir. Den kann man schnell wegmachen, bevor es weitergeht, so nur dem Motto, ja. Ja, Pfeifendeckel ist es dann, ne? I could... Let me see. Don't get yourself killed.
glaube, leveltechnisch haben wir eigentlich noch kleine Titanitscherbe. Ah ja, die kann ich ran. Nee, ich will jetzt nicht. Ich will... Nee. Null kleine Scherbe. So. Don't get yourself killed. So, ihr Leute. Dann war's das für heute mit unserem No-Death Run. War leider scheiße. 27 Punkte. Schwach. Vor allem, also jetzt Schmetterling, ne, 5 Punkte drauf, bin ich bei 32. Dann der Capra Demon, den hätte ich normalerweise locker gepackt, sind wir bei 37. Dann der Havel hätte ich noch gepackt, sind wir schon bei 40. Dann wären wir schon fast bei der Hälfte von meinem inoffiziellen Ziel, 100 Punkte gewesen. Aber hat nicht sollen sein. Jetzt bin ich mal gespannt, was die Deutsche halt oben machen, ob die genauso verkacke wie ich. Oder ob die bessere Performance an den Tag lege. Dann wäre es halt vielleicht gut, wenn er den Havertz dort nur fett schafft. Weil das ist wieder, ach so, ich weiß nicht. Wenn du gerade halber Zentimeter her ist wie der andere, dann stolpert der drüber und fällt an. Ballstoppe habe ich auch mehr so das Gefühl, als der sich schon damit schwer tue. Und ich, keine Ahnung, ich kann mir das nur ganz schwer angucken. Das ist alles immer so Balli um die 16er drumherum, kein Zug, nur Pfanne, nix, dass nur eine quasi nur in die Tiefe Sprint anzieht und man dort nur Ball rinstechen wird oder irgendwas, nix. Das ist alles einfach so gefühlt lustlos der Ball hin und her geschoben. Und so richtig ideelos. Naja gut, wir schauen mal wie es ist. Spätestens gegen Frankreich hat sich das eh erledigt. Und dann gucken wir am Samstag mal wie es weitergeht. Also Plattborn hätte ich auf dem Zettel, Expedition 330 hätte ich auf dem Zettel und irgendwann demnächst, also weiß ich nicht, wenn wir Bloodborne oder so durchhaben, vielleicht machen wir dann noch mal einen Versuch mit Dark Souls 1 No Death Run. Aber schwach. Das stimmt. Das habe ich, ja. Gut, dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch eine schöne Woche. Es ist jetzt ein bisschen temperaturtechnisch die Woche angenehmer als die letzte Woche. Wobei im Abwarte, vielleicht wird es dann sehr drückend und schwül. Es soll ja ein bisschen regnen. Schauen wir mal. Ich wünsche euch eine schöne Woche und wir sehen uns dann spätestens am Samstag wieder. Ne? Bis dann. Ciao.